Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu der Panoramasendung von der Plattform J. Heute von Thun, hier auf der Thunerhof-Terrasse. Der Grund sind die Wahlen von gestern. Wir gehen noch kurz auf die ein, aber dann haben wir vor allem 2 Beiträge. Wir reden auch von einem historischen Moment, nämlich im Kantonalbernischen auf dem Wankdorf. Wir reden mit dem Fabian Studemann. Und nachher gehen wir auf den Gurten aus der Region, für die Region. Da zu Thun ist gestern Historisches passiert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt eine Stadtpräsidentin, Evelyn Salzmann. Historisch ist schon, dass im Kanton Bern jetzt in den 3 grössten Städten, nämlich Bern, Biel und Thun, Frauen am Ruder sind. Historisch war gestern auch etwas im Schwingsport, nämlich im Wankdorf. Zum ersten Mal im Wankdorf ein grosses Schwingfest, das Bernisch-Kantonale. Gewonnen hat das mit einem Hattrick, also zum 3. Mal der Fabian Studemann. Er war im Schlussgang gegen Werner Schlegel, der Toggenburger, wo sogar der Studemann sagt, ach, das ist der beste Schwinger. Aber seine Taktik, eben auf einen gestellten Schwingen, die ist aufgegangen. Der Beitrag von Manuel Moser. Sehr hart und sehr viel. Kannst du noch ein bisschen ausführen? Also, wie fühlt sich das angefühlt, die 12 Minuten? Sehr streng, wirklich so 12 Minuten. Mir wird müde, man muss die Konzentration hochhalten, dass man wirklich auf jeden Angriff reagieren kann, im besten Fall Konter setzen. Und der Werner ist in meinen Augen aktuell der beste Schwinger in der Schweiz. Ja. Darum macht es doppelt hart. Hier im Wankdorf vor einer riesigen Kulisse. Normalerweise bist du am IB-Spiel schauen. Wie fühlt sich so ein Sieg jetzt an? Sehr cool. Also nicht nur der Sieg den ganzen Tag. Heute das erste Mal reingekommen, schon Leute drin, eine riesig coole Stimmung und wirklich ein sehr, sehr cooler Tag, der mir sicher lange erinnert bleibt. Jetzt habe ich letztens gelesen, es sei ein bisschen Fabian Studemann-Rätsel. Ist das die Antwort darauf? Ich würde nicht sagen die Antwort. Das war wirklich mein nächster Wettkampf, den ich probiert habe. Meine bestmögliche Leistung abzurufen und es ist mir sicher heute besser gelungen als auch schon. Ein Gestellter, der sich noch nie so gut angefühlt hat, oder? Ja, fast, könnte man fast so sagen. Vom Wankdorf gehen wir jetzt auf den Gurten, und zwar wegen einem ganz besonderen Werbespruch von der Migros. Aus der Region, für die Region. Der ist in Bern entstanden, seinerzeit noch bei der Migros Aare unter der Führung von Beat Zahnd und ist dann in die ganze Schweiz ausgebreitet worden. Und jetzt spielt er eben auf dem Gurten eine Rolle, beim Bändli. Ihr hört den Beitrag von Ben Abeckle. Das Gurtenband transportiert täglich die Leute aus der Region auch, und wir haben hier die gleiche Kundschaft, die wir verbinden, und von dort her ist es natürlich sehr passend. Vorher war das Bändli neutral. Wir haben es seit 2 Jahren jetzt neu umgebaut und wir haben während der Nachtaktion jetzt das Bändli bekleben und haben da zum Glück Profis an der Seite gehabt, die das professionell umgesetzt haben. Pro Wagen braucht man 1 Nacht. Das ist schon mit Sicherheit verbunden, dass man da alles gut machen kann und dass es dann eben auch lang hat und schön aussieht. Ach so, ja. Aus der Region für die Region ist ein zentrales Versprechen von Migros Aare. Mit der Gurtenbahn machen wir das sichtbar. Es steht für Nähe zu unseren Produzentinnen und Produzenten und für Wertschöpfung in unserer Region. Das ist unser nationales Logo, das natürlich die Landwirtschaft etc. präsentiert und passt natürlich aus meiner Sicht hervorragend in diese Umgebung. Und da geht doch ein bisschen sicher die Sonne auf dem Gurten. Die Sonne, die also auf dem Gurten aufgeht, mit dem Spruch «Aus der Region für die Region». Und wie das Wetter jetzt aussieht in der Region vom Kanton Bern, das hört ihr jetzt im Wetterbericht. Herzlich willkommen zum Wetter auf der Plattform J. Am Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet. Hochdruck bestimmt sind wir gestartet und allgemein wird die Woche auch wenig Abwechslung beim Wetter bringen. Vielleicht gibt es noch das Wochenende her mal ein Gewitter, aber sonst steht die Sonne ganz klar im Vordergrund. Und es geht auch mit dem hochsommerlichen Wetter weiter. Ja, die Wolken machen hier einen relativ grossen Bogen um die Schweiz herum. Wie gesagt, bei uns ein flaches Hochdruckgebiet, das wetterbestimmend ist. Ein paar wenige Wolken wird es zwar morgen am Dienstag schon am Himmel haben, die stören aber nicht allzu gross, beziehungsweise sie geben dann nur wenig Schatten. Die Temperaturen morgen gut zum Durchlüften mit 14 bis 15 Grad. Am Nachmittag erreichen wir einen Höchstwert von 32 bis 33 Grad. Also ein heißer Dienstag, der auf uns zukommt. Allerdings haben wir doch noch einen schwachen bis mäßigen West- bis Nordwestwind und der könnte doch für ein bisschen angenehmere Verhältnisse sorgen.
Ja, nachher geht es, wie gesagt, auch hochsommerlich weiter in den nächsten paar Tagen. Das Wetter ist relativ schnell verzählt. Das Wochenende her, speziell am Samstag, steigt das Gewitterrisiko ein bisschen an. Sonst aber mehrheitlich sonnig und heiß mit Temperaturen, wir sehen es im Hintergrund, von 30 Grad und mehr. Das war ein Wetterupdate an dem Montagabend. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, bis morgen.